Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, heute mal ein bisschen positiver. Bin gespannt, was der Tore zu sagen hat. Ich denke mal, viel Negatives gibt es ja heute nicht, ne? Also gehen wir mal rein. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Sonntagsspiel des FC Ich wollte gerade sagen, machen wir mal ein bisschen das Licht runter, war schon sehr überlichtet. Bayern München gegen Hertha BSC Berlin, Endstand 2:0. Ich sehe, der ein oder andere Journalist macht sich gerade noch auf den Weg. Bitte hereinkommen, Platz suchen, ist genügend da und dann gleich Handzeichen geben für die Fragen. Zunächst aber darf ich die beiden Trainer vorstellen, Paul Dardai und Thomas Tuchel, und um die Einschätzung bitten. Bitte, Paul. Erstmal Gratulation, ja. Eigentlich verdienter Sieg, weil der Plan war 60, 70 Minuten gut Was heißt denn eigentlich? verteidigen. Das hat meine Mannschaft überragend gemacht. Ich glaube auch sehr schwierig gegen so eine Wand Lösung zu suchen, Tore zu machen. Natürlich, das schlechteste Moment haben wir Tore bekommen, weil der Plan war, nach 60, 70 Minuten schneller beweglicher Spiel einwechseln. Dann wird ungeduldig die Gegner und dann mit einem Lucky Punch irgendwie ein Punkt, 1:1, ein gutes Ergebnis nach Hause zu gehen. Hat das nicht geklappt, ja. Eigentlich außer dem Nichts haben wir die Tor bekommen. Natürlich, die erste Halbzeit der Bayern hat schon eine große Torchance bekommen. Olli hat gut gehalten. Die zweite Halbzeit war auch eine ähnliche Situation. Aber das war ein Tag, wo man vielleicht mit ein Quäntchen Glück den Unentschieden nach Hause gehen kann. Aber zum Schluss, dadurch, dass wir unsere Konter nicht bis zum Ende geführt haben, dadurch, dass uns nicht richtig geschafft, so zu angreifen, damit wir Freistöße provozieren, Standard provozieren. Mit Angriff war da gar nichts bei Hertha, wa? Der Sieg für Bayern München und dadurch, dass ich Thomas schon lange kenne, ich drücke die Daumen für ihn. Alles Gute. Dankeschön, Paul. Dann deine Einschätzung bitte, Thomas. Dankeschön, Paul. Ja, ich sehe es ähnlich. Es war lange Zeit schwer. Wir hatten natürlich gegen 9, 8 extrem disziplinierte Spieler in und um die Box. Es ist sehr schwer. Es ist auch völlig legitim, so zu spielen, aber es ist sehr schwer. Wir strotzen gerade in der Ausgangssituation natürlich nicht vor Leichtigkeit und Selbstvertrauen. Das war klar, auch nach dem letzten Ergebnis. Dafür haben wir es gut gemacht. Wir hatten zwar 2, 3 hochkarätige Torchancen, die normalerweise reichen müssen, um So sieht's aus. dann auch in Führung zu gehen, um mehr Vertrauen zu bekommen, mehr Qualität reinzukriegen, und natürlich auch macht es auch was mit dem Gegner. Haben wir nicht geschafft, deshalb war es wichtig, dass wir ruhig geblieben sind, dass wir diszipliniert geblieben sind. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon 2, 3 knifflige Aktionen im Konter zu verteidigen. Das haben wir sehr laufintensiv und sehr fleißig wegverteidigt. Und mit laufender Spielzeit war ich froh, weil es dann gar keine Kontermöglichkeiten mehr gab, weil wir nichts mehr zugelassen haben im Umschalten. Und dann haben wir uns irgendwann belohnt. Spätestens mit dem zweiten Tor hat man dann auch gemerkt, dass Rhythmus zurückkam, dass ein bisschen Leichtigkeit zurückkommt, Selbstvertrauen zurückkommt. Insgesamt war es ein verdienter Sieg, kein spektakulärer Sieg, aber Das ist so im Moment in unserer Lage völlig scheißegal, wie der Sieg zustande kommt. Das ist wurscht. verdienter Sieg. Es muss in 34 Spieltagen einfach auch mal geben. Es war einer davon heute. Vielen Dank. Kommen wir zu den Fragen bitte. Zunächst gleich hier rechts, Heiko Niederer für Bild. Sie haben zuletzt nach dem City-Spiel gesagt, alle anderen Spiele seien Thomas Müller-Spiele. Können Sie kurz sagen, warum heute kein Thomas Müller-Spiel war und wie er es aufgenommen hat? Und dazu noch eine Nachfrage. Sie haben, glaube ich, gerade im TV gesagt, Sie hätten eine sehr emotionale Ansprache gehalten. Können Sie sagen, war das eine Halbzeit vorm Spiel oder wann? Nee, gar nicht. Ich habe die Frau von Torra hat mich gefragt, wie denn so eine Woche ausschaut dann und wie wir darauf einwirken. Und dann habe ich gesagt, mal emotional eine Ansprache, aber dann auch mal ruhig. Und im Grunde bin ich total davon überzeugt, dass sich in einer Fußballmannschaft alles auf dem Feld regeln lässt. So, das war ein Teil. Und dann habe ich schon bedauert, dass ich darüber geredet habe, weil ja, das ist dann die Folge davon. Und ich wollte gar nicht drüber reden, habe mir es dann rausgerutscht, weil sie mich nach der Woche gefragt hat. Und was die Mannschaft braucht. Und wir brauchen einfach gerade alles. Heute war es sehr wichtig, dass wir aus meiner Sicht, dass wir ruhig bleiben und dass wir diszipliniert bleiben. Und das in der zweiten Halbzeit ein bisschen breiter spielen. Und auch, ich verstehe auch Ihre Frage zu Thomas, aber Thomas ist am Ende super wichtig, aber hat ein bisschen Rückenprobleme, geht jetzt morgen wahrscheinlich aus dem Training raus, braucht 2 Tage Pflege, schleppt gerade die ganze Zeit so ein bisschen Rückenprobleme
Alles gut, aber er hat halt einfach im Moment keine gute Leistung. Dann ist das doch okay, dann ist man draußen, Punkt. Wenn Thomas Müller heißt, Franz Albert oder sonst wer, wen interessiert's? Dann war es mir heute, ich konnte mir schon vorstellen, dass Paul diesen Ansatz wählt und Hertha diesen Ansatz wählt. Klar, die haben ja auch unsere Ergebnisse gekannt und wollten mir die Möglichkeit auch offen halten, die letzten 30 Minuten mit Thomas zu Ende zu spielen, falls wir was brauchen. Jemand, der Erfahrung hat, der einen Riecher hat, der Selbstvertrauen nicht verliert, weil es gerade noch 0-0 steht. Und und das war die Kombination. Thomas ist überhaupt kein Problem im Moment zu handeln, weil top professionell. Immer wenn ich top höre, dann weiß ich, das ist immer so, mehr so Mittel. Ja? So das Guardiola-Slang für Mittel. Top ist immer so Mittel. Super emotional, der hat 19 Minuten heute drauf gebrannt, da reinzukommen und das ist auch ein Stichpunkt. Naja, dafür hat das aber auf dem Platz nicht gezeigt, dass er gebrannt hat. Ryan hat heute ein sehr gutes Spiel von der Bank gemacht. Ja, ganz genau. Und wir haben da Luft nach oben. Wir müssen da einfach für die nachkommen, eigentlich muss es 5, 6, 7 ganz harte Entscheidungen geben, die es verdienen zu spielen und die dann, die wir dann brauchen, um unsere Spiele zu Ende zu bringen, um unseren Spielen einen Impuls zu geben. Und das hatten wir heute und Thomas war da ein Teil davon. Naja, komm, das brauchst du jetzt nicht schönreden. Thomas war kein Teil davon. Abgesehen von seinem letzten Querpass auf den Sané war Müller unterirdisch, wie immer. Ja. Entweder ein Querpass oder nach hinten. Der einzige Pass, der ankam, war ein Pass nach hinten und dann die Vorlage auf Sané. Ja, na klar, hätte der Sané da ein Tor gemacht, hätte der Müller eine Torbeteiligung gehabt und er hätte es vielleicht gerechtfertigt. Ja. Aber alles andere war unterirdisch von Müller bis dahin. Also muss man mal ganz klar so sagen. Ja. Also gebrannt hat da nichts. Die ersten 20 Minuten, wo er auf dem Feld war. Die Gründe habe ich erläutert. Nächstes Handzeichen bitte. Nein? Okay, dann beschließt du auch gleich wieder, bitte. Sie haben es gerade gesagt, die Spieler müssen es verdienen zu spielen. Heute hat man wieder gemerkt, Sadio Mané vorne kein klassischer Stürmer. Gar nichts, Was ist Alter. mit ihm los? Wie haben Sie ihn gesehen und fehlt da der Chupo und wie ist der Stand bei ihm? Ja, Chupo ist noch nicht im Training und kann ich gar keine Prognose abgeben. Das Knie reagiert immer wieder ein bisschen, ist nicht komplett. Bring jetzt nicht wieder das Thema Tell auf, wa? Ich schenk's mir, Leute. Komplett schmerzfrei. Wen es interessiert, guckt euch die Pressekonferenz vor dem Spiel an. Wir wollen in keine On-Off-Situation reinlaufen, wo er dann wieder kommt und dann wieder rausgeht. Was grundsätzlich schmerzlich ist, weil Konkurrenzkampf natürlich, heute war ein Platz frei auf der Bank, Konkurrenzkampf natürlich vor allem in der entscheidenden Saisonphase elementar ist. Sadio hat als linker Stürmer begonnen, eigentlich finde ich seine beste Position, weil er die auch in Liverpool... What the fuck? Echt? Hab ich nicht gesehen heute. Ja. Aber ich habe auch die ersten 10, 15 Minuten ein bisschen Bildstörung gehabt, muss ich dazu gestehen. Aber wild, also war Gnabry dann erster Neuner oder was? Liverpool ähnlich begleitet hat, in einer hohen halblinken Position. Ja, so sehe ich ihn auch. Das Spiel war sehr rechtslastig heute, weil die Verbindung zwischen Nus und Kingsley und Serge besser war als auf der linken Seite zwischen Joao, Jamal und Sadio. Da war Joao zu isoliert am linken Flügel, da haben wir zu weit innen gespielt und haben die linke Seite so vernachlässigt, deshalb hat da Verbindung gefehlt. Die Situation mit dem Kopfball ist normalerweise eine klassische Sadio Mané-Situation. Ja, muss er machen. Gutes Kopfballspiel und in Freiburg einen ähnlichen, sehr, sehr gut geköpften, normalerweise heute klares Tor. Ja, ist im Moment so. Ja, aber da muss er jetzt auch mal seinen Worten Taten folgen lassen, wie er es ja vor dem Spiel gesagt hat. Da muss man sich dann auch verdienen und der hat sich definitiv verdient, im nächsten Spiel nicht in der Startformation zu stehen. Immer, der Sadio. Punkt. Und hilft nichts, müssen wir weiter dranbleiben. Und wenn er so ist, wie er das sagt, dass der auf der linken Seite hätte spielen sollen, dann hat er sich definitiv nicht an seine Position gehalten. Muss den Kopf oben halten und sich das verdienen. Der Junge hat getroffen ohne Ende in der schwierigsten Liga der Welt und deshalb gibt er mir trotzdem das Gefühl, dass das jederzeit platzen kann. Mhm. Dann vielen Dank, schönen Sonntagabend noch. Alles Gute, gute Heimreise. Wild. Gut. Was soll ich hier für ein Fazit ziehen? Er hat jetzt nicht viel gesagt. Ich denke,
groß Negatives gibt es auch nicht. Wir müssen uns jetzt auch nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten hochziehen. Wie gesagt, Sadio war schwach. Wenn er wirklich hätte links spielen sollen, dann war es eigentlich noch schwächer, da er in der Mitte rumgeturnt ist. Ja, ansonsten, mein Gott, 2-0. Völlig verdient gewonnen. Haken dran. Das bisschen Selbstvertrauen, was man da vielleicht mitnehmen. Und ja, wenn es jetzt endlich mal soweit ist, dass in Bremen dann Gravenberch belohnt wird und dafür aufläuft in der Startformation und Goretzka mal draußen sitzt, dann denke ich, und Mané auch draußen sitzt, ja, dann denke ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Wen du dafür reinstellst, ja, ich bringe jetzt nicht wieder das Thema Tell, der hat heute 10 Minuten gekriegt, hat nicht super auffällig gespielt, weil wir da auch nicht mehr so nach vorne gespielt haben, also wird der wieder keine Chance bekommen. Das heißt, wahrscheinlich wird Gnabry auf den 9 auflaufen, wer dann den Platz außen kriegt. I don't know, wir werden es sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ich denke, ja, wie gesagt, wenn er jetzt den Gravenberch bringt für den Goretzka, dann wäre das auf jeden Fall mal ein Zeichen, was der Junge auch braucht. Ja. Also wenn er jetzt im nächsten Spiel wieder draußen sitzt, dann kann man auch nicht von den Auswechselspielern verlangen, dass sie brennen müssen und Leistung bringen müssen, wenn sie reinkommen. Wenn sie dann danach, da finde ich, auch belohnt werden. Und da muss der Goretzka halt mal, wenn er reinkommt, für 30 Minuten mal zeigen, dass er brennt. Ne? Fertig. Ganz einfache Kiste. Und nicht nur, weil er Goretzka heißt, muss das nicht so sein. Gut, Leute. Nehmt das Positive mit. 4 Spiele. Alles ist möglich. Nichts ist sicher. Ist doch eine schöne Bundesliga-Saison für uns alle. Unten wie oben, um die Europapokalplätze, um die Champions League Plätze, ist doch alles sehr interessant, so dass man, ja, sich vielleicht in den kommenden Spieltagen dann auch mal die Konferenz gönnen kann, weil ist ja die Bundesliga generell interessant. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüssi.